das hat alles angefangen, dass so langsam die erste Deko in die Räume oder ins Haus eingezogen ist. Was waren das dann, Spinnweben oder was? Oder? Spinnweben, Girlanden. Zum Teil haben auch die Kinder angefangen, was heißt zu dekorieren, aber so, ich habe so ein Kind vor meinem inneren Augen mit einem orangenen Kürbispulli. So ein laufender Kürbis. Und das wurde dann immer mehr, also bis dann die Kinder wirklich auch selbst ganz hibbelig waren und sich auf diesen Tag gefreut haben und mir von ihren Verkleidungen erzählt haben, dass sie, genau, wie sie sich verkleiden möchten. Das ist schon wirklich war ein großes Ding, muss man sagen, ja. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben. Ich bin Jürgen Schaaf und hatte bisher immer das Vergnügen, bei unserem Intermezzo-Podcast Menschen wie du und ich aus unserem Landkreis, aus der Südpfalz quasi, hier zu Gast zu haben. Heute habe ich Jasmin Schulz bei mir, ehemals Jasmin Schaaf, die war ja schon mal vor einiger Zeit im Podcast mit ihrem Jetzt-Mann Samuel Schulz hier. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Jasmin, dass du da bist und auch zukünftig die Intermezzo-Podcasts zusammen mit mir machen und moderieren wirst. Wir werden auch zukünftig noch bestimmt sicher super interessante Gäste haben, aber heute, glaube ich, reichen wir aus für diese Sendung, du und ich. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hi Jürgen, hallo an alle da draußen. Vielen Dank, es ist schön hier zu sein und das Ganze jetzt mit dir anzugehen. Ja, super, freut mich riesig. Genau. Wir haben uns überlegt, wir könnten zukünftig die Podcast-Geschichte ein bisschen anders gestalten. Wir nehmen uns mal für 2-3 Monate einfach mal so ein bestimmtes Thema vor. Und es bietet sich natürlich für diese Jahreszeit besonders an, das wunderschöne Thema zu nehmen, dunkle Jahreszeit. Erlebst du die Jahreszeit als dunkel, liebe Jasmin? Auf jeden Fall. Also, wenn ich morgens aufstehe, es ist dunkel. Und wenn ich abends dann wieder heimkomme nach einem langen Tag, ist es wieder dunkel. Also es ist irgendwie unumgänglich. Und natürlich ist es, auch wenn die Sonne scheint, etwas trüb den Tag über. Ja, dann kommt ja noch die Zeitumstellung mit dazu, ne? Tick-Tack, sage ich dazu, ja. Hast du Probleme mit der Zeitumstellung? Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit sehr genieße und auch feiere, weil so eine zusätzliche Stunde Zeit zu haben, auch eine Stunde mehr oder länger schlafen zu können, ist schon ganz schön, ne? Also das muss ich schon sagen. Die Zeit fehlt mir schon, also es beeinträchtigt mich jetzt nicht so sehr. 2-3 Tage, dann ist das Ganze schon wieder gegessen. Ja, also genau. Ich finde auch, dass die Umstellung von Winter auf Sommerzeit dann doch wirklich an die Kondition geht, was die Müdigkeit und so weiter betrifft. Ja, und in der dunklen Jahreszeit, da ist es ja so, da gibt es ja sogar ziemlich viele Fest- oder Feiertage, ne? Beziehungsweise Sonntage, die ja auch was mit dieser dunklen Jahreszeit zu tun haben. Zum Beispiel Ewigkeitssonntag, Totensonntag und so. Aber Totensonntag, jetzt mal ehrlich, hast du schon mal irgendwie was Besonderes erlebt an Totensonntag? Sagt der Totensonntag was? Habe ich tatsächlich. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und es war tatsächlich so, dass wir als Familie einmal an dem Tag auf dem Friedhof waren, an dem Grab von meinem Opa. Und was aber noch einprägsamer war tatsächlich, war die kleine Veranstaltung oder die Gedenkfeier. Eigentlich ist es eher eine Gedenkfeier in dem Dorf. Da gab es ein Kriegerdenkmal und da gab es eine kleine Ansprache und eine Kranzaufstellung eben für die Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde tatsächlich auch groß aufgezogen. Der Posaunenchor hat gespielt, also es war eine Wirkmacht. Und das ganze Dorf war da? Das ganze Dorf war da, genau. Mhm. Ja, ich wusste ja vorher auch nicht wirklich was mit Totensonntag anzufangen, außer dass es natürlich ein Sonntag ist, der die Toten ehrt, wo man auf den Friedhof geht und so weiter. Bis ich jetzt nochmal die Angedacht-Folge mit Martin Müller gesehen habe, der das nochmal erklärt hat, das wusste ich gar nicht. Totensonntag ist im Gedenken an die Toten der
beiden Weltkriege, also Erster und Zweiter Weltkrieg eigentlich gedacht. Wobei ich das schon wieder krass finde, dann hast du den Totensonntag und direkt eine Woche drauf ist dann Ewigkeitssonntag. Ja, da ist ja schon wieder Totengedenken eigentlich. Außer, dass es natürlich der letzte Tag im Kirchenjahr ist. Danach kommt ja gleich mal wieder der erste Advent. Ne? Da wird es dann wieder heller in unserer dunklen Jahreszeit. Der November ist tatsächlich auch so ein Totengedenkmonat. Halloween hat ja eigentlich auch was mit zu tun. Ne? Und hat ja auch inzwischen Reformationstag voll verdrängt. Ja, Halloween. Da gab es in den vergangenen Wochen eine Menge Trubel in den Kindergärten, in denen ich unterwegs sein darf. In welchen bist du unterwegs? In Wörth am Rhein. Genau. Da bin ich in 3 Kitas. Und das war auch geprägt von einer Vorbereitungszeit, also von einer trubeligen Vorbereitungszeit. Das hat alles angefangen, dass so langsam die erste Deko in die Räume oder ins Haus eingezogen ist. Was waren das dann, Spinnweben oder was? Oder? Spinnweben, Girlanden. Zum Teil haben auch die Kinder angefangen, was heißt zu dekorieren, aber so, ich habe so ein Kind vor meinem inneren Augen mit einem orangenen Kürbispulli. So ein laufender Kürbis. Und das wurde dann immer mehr, also bis dann die Kinder wirklich auch selbst ganz hibbelig waren und sich auf diesen Tag gefreut haben und mir von ihren Verkleidungen erzählt haben, dass sie, genau, wie sie sich verkleiden möchten. Das ist schon wirklich war ein großes Ding, muss man sagen, ja. Der eine oder andere wird dann auch denken, das ist aber ein großes Ding, dass in den Kitas jetzt Halloween gefeiert wird, wo es doch eine evangelische Kita ist. Und als evangelische Kita müsste sie doch eigentlich eher dem Reformationstag gedenken. So mit Martin Luther schlägt die Thesen an die Tür in Wittenberg. Genau. Aber ich glaube, um Halloween kommt man heute nicht mehr drum rum. Um diesen eigentlich Totenkult, ne? Eigentlich schon. Eigentlich auch ein Gedenken an. Der Ursprung liegt, glaube ich, in Irland, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja, glaube ich auch, ja. Und es ist ja eigentlich so dieser Vorabend oder genau, All Vorabend, All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen, genau. Ja. Und eigentlich auch mit dem Gedenken an Verstorbene, auch an die dunkle Jahreszeit, die natürlich beginnt. Alles ist so in einer Zwischenzeit zwischen der Dunkelheit und dann dem Licht, das dann immer mehr Einzug hält in der Adventszeit dann. Und was natürlich daraus geworden ist in den letzten Jahren, dieses ganz große Fest mit vielen Süßigkeiten und verkleideten Menschen und Gestalten, Gestalten vor allem, genau. Genau, das ist natürlich nochmal ein Ausdruck davon, auch irgendwie das zu vertreiben. Naja gut, vertreiben ist eine Sache. Also wenn ich überlege, mein Sohnemann hat sich jetzt tatsächlich so einen Skelettbutler organisiert. Der stand dann bei uns vor der Tür mit einer Schale und Süßigkeiten drin vor der Tür. Wie gesagt, wie so ein Butler halt nur mit einem Totenschädel. Das fand ich jetzt ja nicht so schlimm, außer nachts, da konnte er dann die Augen leuchten lassen mit so LED-Lampen. Nur ich bin jedes Mal erschrocken, wenn ich die Tür raus bin und dann stand da plötzlich links vor mir da so irgendwas, was ja dann dieser Butler war, auch tagsüber, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Gut, aber ich glaube, das war der einzige Gruseleffekt jetzt für mich. Aber für Kinder ist das ja dann doch nochmal ein bisschen anders so. Ich glaube, das reizt auch so dieses zum einen Freudige und auf der anderen Seite das Gruselige und dann gibt es Süßes oder Saures, genau. Und dann überhaupt noch mal länger wach bleiben zu dürfen vielleicht, im Dunkeln. Genau. Mit Süßigkeiten, ja. Ich glaube, so richtig gruselig wäre es dann, wenn man mit den Kindern eine Nachtwanderung über den Friedhof macht. Okay, aber gehen wir doch mal weiter zum Thema Licht oder auch nicht. Genau, also Licht, das heißt, ich habe ja schon gesagt, Ewigkeitssonntag ist ja dieses Jahr auch tatsächlich der letzte Sonntag im November. Am 1. Dezember ist ja dann erst Advent und damit beginnt ja die Zeit des Wartens auf die Ankunft des Jesuskindes, wenn man es mal so sagen möchte. Gibt es denn für die dunkle Jahreszeit, also bis Advent, für dich irgendwas, wo du sagst, ich habe ein Ritual oder ich habe da irgendwie irgendwas, was mir auch ein Stück weit Hoffnung gibt, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit? Nachdem ich drüber nachgedacht habe, ist es mir eingefallen, dass nicht nur ich mir, sondern auch wir, also mein Mann und ich, uns so ein kleines Ritual über das Jahr angeeignet haben, wo ich finde, dass es irgendwie
Weihnachten ins Jahr holt. So. Und zwar haben wir, das ist eigentlich was ganz Simples, wir frühstücken jeden Morgen zusammen und da brennt eine Kerze. Und ich finde, das ist so eine kleine, also eine Verbindung sowieso, weil Kerzen in der Advents- und Weihnachtszeit ja ihre Hochkonjunktur haben. Und da finde ich, das ist so Weihnachten fürs Jahr. Also so grundsätzlich muss ich ja sagen, Weihnachten ist die Konstante im Jahr, das immer wieder kommt. Also es wird irgendwie in jedem Haushalt gefeiert, egal wie der aussieht. Ob Erwachsene oder Kinder, alle freuen sich drauf. Und es ist trubelig, manchmal auch besinnlich. Und das ist tatsächlich eine Konstante für das Jahr, das jetzt wieder nochmal mehr Hoffnung gewinnt in der Adventszeit. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du was, dass du... So hoffnungsmäßig. Dass dir, in Zeiten von US-Wahlkampf und Donald Trump als neuer Präsident. Schauen wir mal, was das ja so bringt. Nee, also, aber eine Sache, auf die ich gespannt bin und mich auch freue, ist, wir haben ja in Lustadt immer alle 2 Jahre einen lebendigen Adventskalender, wo eine Familie, wo ein Verein an einem Abend für eine halbe Stunde so ein Adventsfenster gestaltet. Da gibt es dann eine Geschichte oder was an musikalischen Beiträgen, wie auch immer. Und wir haben ja als alte Skandinavien-Fans und schwedophile Menschen haben wir da... das noch mal kurz wiederholen? Schwedophile. Schwedophile, cool. Als schwedophile Menschen natürlich gedacht, okay, wir machen da mit, also schon ein paar Mal jetzt. Und jetzt ist ja quasi der schwedische Nikolaus nicht am 6. Dezember, sondern an Lucia. Also die Lucia, die Lichterkönigin, die ja ursprünglich aus Italien da hoch ist, ne? Und dann auch Geschenke bringt. Quasi der weibliche Nikolaus in Skandinavien oder in Schweden. Finde ich sehr sympathisch. Genau, und dann habe ich überlegt, okay, jetzt, was könnten wir denn dieses Jahr machen? Wir haben ja schon einiges mit Lucia und Wichtel und so weiter und Weihnachtsmann, Jültomte und so weiter gemacht. Und dann habe ich einen Prospekt, es gibt ja mal 1000 Prospekte, gerade zur Weihnachtszeit, habe ich dann entdeckt, im Baumarkt, die hatten eine Wichteltür. Und dachte, ja, Wichteltür, was ist denn das? Kenne ich ja noch gar nicht. Ist natürlich voll die Tradition, die neue Tradition aus Skandinavien, ursprünglich glaube ich aus Dänemark. Und habe dann mal geguckt und mal ein bisschen recherchiert und fand es eine total goldige Idee, wo man dann quasi einen Wichtel einlädt in der Adventszeit. Man baut da so eine Tür in die Wand oder an die Wand, auf so eine Wandleiste, teilweise mit Treppen und Co. Und dann nimmt dann für 4 Wochen so ein Wichtel Einzug. Und der hält dann Einzug im Haus. Und ich kenne eine Familie, die hat es letztes Jahr wohl auch schon mal so ein bisschen nach dieser neuen Tradition da zelebriert, muss man sagen. Dann gibt es dann mal für die Kinder mal was Süßes, so wie im Adventskalender. Dann gibt es einen Auftrag, da werden Briefe geschrieben, weil der Wichtel, den sieht man ja nicht, den darf man auch nicht sehen. Das ist ja wie bei Astrid Lindgrens Tomte Tummetott, der dann nachts quasi durch das Haus geht und guckt, ob es den Tieren und den Menschen auch gut geht. Und das finde ich eine richtig schöne Idee und eine schöne Tradition. Eine neue Tradition, die jetzt überall in Skandinavien auch wirklich Einzug hält und bei uns in Deutschland ja auch. Das ist auch so ein bisschen was, sich die Zeit bis Weihnachten zu versüßen, das Ganze auch ein bisschen bewusster zu gestalten, mit der Familie auch je nach Aufgabe und Brief des Wichtels, der dann vorzufinden ist, dass man da vielleicht auch gemeinsam irgendwelche Aktionen macht, gemeinsam was gestaltet, vorbereitet und so weiter. Und ich habe gedacht, und da werde ich mir jetzt eine Geschichte ausdenken, rund um so eine Weihnachtswichteltür, beziehungsweise so ein Wichtel, der dann ins Haus einzieht. Und ich freue mich schon. Ich habe ja noch den Projektchor in Weingarten Woggertief. Die kommen dann auch wieder und werden dann auch ein Wichtellied singen. Tipp-Tap, Tipp-Tap, Tippe-Dippe, Tipp-Tap. Und freue mich dann schon auf dieses Event sozusagen. Was ja dann quasi die halbe Strecke bis Weihnachten ist, ne? Also am 13. sozusagen. Genau. Das hat auch die Qualität, dass es, oder zumindest hört sich das so an, als ob es vielleicht bei euch in der Familie so ein Wichtel für die nächsten Jahre mal einziehen könnte, der dann immer wieder kommt, oder? Also ich glaube, den gibt es schon. Hoffentlich gibt es da nicht Konkurrenz von Wichtel zu Wichtel. Okay. Aber es ist natürlich auch was Schönes, ne? Das hat was für die Familie auch. Also so miteinander was erleben. Und dann natürlich auch mit anderen etwas zu erleben. Wobei es ja auch gefährlich ist, ne? Warum?
Ja, also ich meine, die Wichtel, die da kommen und dann einziehen, das sind ja eigentlich die Weihnachtswichtel. Das sind ja die machen dann ihre Wichtelberichtel an den Weihnachtsmann, beziehungsweise und gucken dann natürlich genau, was die Kids da so treiben und so tun. Und da muss man immer aufpassen, nicht, dass der dann ein falsches Bild von der Familie kriegt. Also man holt sich natürlich auch ein Stück weit so einen Weihnachtsspion ins Haus. Okay, alle Kinder weghören, keine Angst, freut euch auf den Wichtel, der dann bei euch Einzug hält. Und vielleicht habt ihr ja Glück, so wie du gerade gesagt hast, und der Wichtel bleibt und passt dann auch länger auf nicht nur Haus und Hof, sondern auch vielleicht auf die Wohnung auf. Genau. Ja, Weihnachten ist ja jetzt echt schon bald. Ne? Ja, ist auch ein wunderschöner Ausblick, der uns jetzt so entgegenschwappt. Genau, und Weihnachten als Fest der Freude im Dezember. Die nächste Sendung, die wir machen, die können wir doch eigentlich auch genau unter dieses Licht stellen, sozusagen, oder unter dieses Motto stellen. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder ein Advents- bzw. ein Weihnachtsradio. Und dieses Jahr könnten wir ja beides verknüpfen. Wir könnten unseren Intermezzo-Podcast dann verknüpfen mit dem Weihnachtsradio und auch mit der Idee des Weihnachtsradios, das wir in den vergangenen Jahren hatten. Da war es nämlich so, dass wir immer nicht nur Beiträge von verschiedenen Menschen hatten, die dann ein bisschen was erzählt haben, wie sie Weihnachten erlebt, sondern da gab es vor allen Dingen Wunschkonzert. Das heißt also, Menschen durften sich dann auch ein Lied wünschen und konnten dann Oma, Opa, Verwandte, Freunde und Bekannte grüßen damit. Und das könnten wir eigentlich bei der nächsten Podcast-Folge ja auch machen, dass wir dann quasi eine Weihnachtsradio-Podcast-Folge machen. Das hört sich doch nach einem super Plan an. Und das sind auch so kleine Hoffnungsmomente, die da verschenkt werden können, oder? Absolut, absolut. Also jeder, der Lust hat, quasi einen Beitrag oder einen Musikwunsch mit in unsere Folge einfließen zu lassen, der geht am besten auf die Homepage des Kirchenbezirks Germersheims, die heißt dekanat-germersheim.de Weihnachtsradio, also nochmal dekanat-germersheim.de/Weihnachtsradio. Da gibt es auch eine Mailadresse und ein Formular, und da kann man dann auch Kontakt aufnehmen. Über die Mailadresse kann man uns dann auch die Wünsche und die Beiträge entsprechend zukommen lassen. Aber alles Weitere, wie gesagt, auf der Homepage. Ist doch auch ein schöner Hoffnungsausblick, oder? Allerdings. Wir freuen uns auf alles, was da kommt an Musikvorschlägen, an Nachrichten, die die Sendung dann bestimmt auch noch mal bunter machen werden. Und vielleicht haben wir auch noch einen Special Guest mit dabei. Das werden wir noch sehen. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass wir jemanden finden. Ich würde sagen, das reicht eigentlich für heute. Wir sagen mal Ade. Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt hoffnungsvoll. Allerdings. Eure Jasmin und euer Jürgen. Ciao. Tschüss. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.